Herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen. Und in den letzten Jahren war Glyphosat am Publikum eine ganz große Diskussion. An dem Kontext gibt es noch eine Bürgerinitiative, die justement gefragt hat, für die Transparenzregeln für die Zulassung von so Produkten auch besser soll gehen. An dem Kontext hat mir das dann noch ein wichtiger Rapport, den hier auf der Morde du Jour von der Plénière war, wo es notamment darum ging, für die Transparenzregeln bei der EFSA, das die Europäische Autorität für Lebensmittelsicherheit, für die Transparenz eben justement zu verbessern. Bei mir am Studio habe ich heute Renate Sommer, sie ist die Expertin für das Dossier bei unserem Europaparlament. Vielen Dank, Renate Sommer, dass Sie bereit waren, diese Sendung mit uns aufzunehmen und unseren Zuschauern zu erklären, worum es geht. Frau Sommer, Sie haben von Anfang an den Kommissionsvorschlag sehr kritisch gesehen. In diesem Bereich kann mehr Transparenz auch manchmal problematisch sein. Erklären Sie uns bitte, wieso. Ja, ich selber bin sehr für Transparenz. Wir sind das alle. Aber unser Problem bei diesem Gesetzesentwurf war, dass es keine Folgenabschätzung gab von der Kommission. Die Kommission hatte da einen Vorschlag übers Knie gebrochen und der Vorschlag ist gefährlich. Denn dieser Vorschlag sagt, alle Anträge, die an die Behörde für Lebensmittelsicherheit gestellt werden, sollen sofort in dem Moment, wo sie gestellt werden, veröffentlicht werden von dieser EFSA, ins Netz gestellt werden, ins Internet, zusammen mit allen Studien, die belegen, dass der Antrag in Ordnung ist. Und das ist natürlich hochgefährlich, weil da kann überall auf der Welt jeden Tag mal eben schauen, was gibt es denn bei der EFSA Neues, was gibt es in Europa für neue Entwicklungen und kopiert die aus dem Computer raus und baut die nach. Und in Europa selbst läuft derweil in Ruhe und sehr lange das Genehmigungsverfahren bis zu 55 Monate. Der Wettbewerber irgendwo aus einem Drittstaat außerhalb der Europäischen Union kopiert das, baut das sofort nach, ja, und bringt das auf den Weltmarkt noch lange bevor das vielleicht zugelassen ist in Europa. Und damit ist das Produkt für den europäischen Entwickler und Hersteller tot. Der hat also sein Investment quasi verloren und das dürfen wir nicht machen. Also deshalb habe ich eine ganz andere Regelung vorgeschlagen, die eigentlich noch transparenter ist. Ja, ist eigentlich komisch, weil die Kommission verlangt jetzt in ihrem Vorschlag, dass diese Impaktstudien auch schon vorher publiziert werden sollen und die Kommission selbst müsste eigentlich bei jedem Vorschlag auch eine Impaktstudie vorlegen. Dass sie es dann selbst auch nicht gemacht haben, ist für mich schon sehr bedenklich. Die haben natürlich auch Druck, weil sie jetzt auf die Bürgerinitiative reagieren müssen. Das muss noch vor den Europawahlen geschehen, in diesem Mandat von der Kommission auch. Aber was waren Ihre Vorschläge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu diesem Vorschlag? Also erstmal finde ich, dass dieser Druck für die Kommission gar nicht da war, der Zeitdruck. Das ist ein sehr kompliziertes Dossier und man hätte das viel sorgfältiger ausarbeiten müssen, eben auch die Kommission mit einer Folgenabschätzung. Und deshalb sage ich ja, es ist übers Knie gebrochen. Aber ich habe einen ganz anderen Vorschlag gemacht, dass man erstmal seinen Antrag einreicht bei der Behörde. Die Behörde prüft das in Ruhe im normalen Prüfverfahren und macht dann erstmal eine vorläufige Stellungnahme. Also fasst einfach mal ihre Ergebnisse zusammen. Und diese vorläufige Stellungnahme, die noch nicht bindend ist, noch keine Zulassung bedeutet, die wird veröffentlicht und in dem Moment wird der Antrag auch veröffentlicht, der Zulassungsantrag zusammen mit allen zugrunde liegenden Studien. Und dann soll es eine Konsultationsphase geben, über die Länge kann man sich einigen. Ob das jetzt 6 Wochen sind oder 3 Monate, könnte man verhandeln. Und erst nach dieser Konsultationsphase soll dann die EFSA unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dieser öffentlichen Konsultation die endgültige Stellungnahme fassen und veröffentlichen. Und ich glaube, das wäre ein viel besseres Verfahren, weil dann ja die Öffentlichkeit auch schon einen Anhaltspunkt hat, die vorläufige Stellungnahme der EFSA, eine vorläufige erste Einschätzung, an der man dann entlangarbeiten kann, wenn man interessiert ist an dem Thema und den Antrag selber prüfen will oder die Studien. Und
Das wäre ja ein vernünftiger Vorschlag gewesen, weil man dann erstens auch mal die Urheberrechte und die ganzen, wie soll ich sagen, die ganze Recherche, Forschung, dass die auch nicht in Gefahr gebracht wird, dass da auch das Urheberrecht eigentlich geklaut werden kann, genau, weil es eigentlich schon zu früh publik gemacht wird. Und wir hatten dann eben auch, würden auf die Autoritäten nicht einen unnötigen Druck aufbauen, um voreilige Schlüsse zu ziehen, bevor eigentlich die richtige wissenschaftliche und tiefgründige Analyse gemacht worden wäre. Jetzt, wir haben über den Bericht abgestimmt, da sind viele Ungereimtheiten, die durchgekommen sind, leider. Und Sie haben jetzt auch persönlich Ihren Namen von diesem Bericht entzogen. Was sind jetzt die Folgen dafür? Wie sehen Sie den weiteren Verlauf von diesem Bericht? Ja, also ich habe die Berichterstattung abgegeben, weil ich nicht möchte, dass mein Name mit diesem Unsinn, der da beschlossen ist, gefährlicher Unsinn, weiter verbunden ist. Das Verfahren läuft jetzt so, dass meine Fraktion, die Europäische Volkspartei, die Berichterstattung für sich erkauft hat quasi von den anderen Fraktionen, die muss jetzt einen neuen Berichterstatter ernennen, der dann mit dem Ministerrat einen Kompromiss aushandelt. Denn wir sind ja nur eine Hälfte des Gesetzgebers, die andere Hälfte ist der Ministerrat und wir müssen uns einigen. Und dann kann das durchaus noch vor der Europawahl abgeschlossen werden, das Dossier. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ja, auf jeden Fall, was wichtig ist, dass wir auch jetzt nichts überhasten in diesem Bereich. Wir sollen jetzt keine schlechte Gesetzgebung machen, nur um politisch irgendwie Vorteil daraus zu schlagen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt in Ruhe an dem Dossier weiterarbeiten und der Kommission und auch der EFSA nicht einen unnötigen Druck aufbauen, nur um jetzt eine schlechte Legislatur oder eine schlechte legislative Arbeit hier auf den Tisch zu legen. Und genau das ist richtig. Das Problem ist nämlich, dass alles eigentlich nur Wahlkampfgetöse ist. Ja? Die linke Seite des Parlaments, Grüne, Sozialdemokraten, Kommunisten, die immer alle sehr eng zusammenarbeiten, haben mit Unterstützung der beiden rechtspopulistischen Fraktionen meinen Änderungsantrag, also meinen Vorschlag vom Tisch gefegt. Und alles nur wegen Wahlkampf. Ja? Nur weil es läuft schon lange der Vorwahlkampf für die Europawahl und um sich darzustellen als die großen Verbraucherschützer. Aber genau das ist falsch, denn mit dem, was jetzt beschlossen wurde, dass quasi der Kommissionsvorschlag gilt, dass alles sofort bei Antragseinreichung veröffentlicht werden muss, ist eher weniger Transparenz möglich in Zukunft, denn welches Unternehmen wird dann noch seinen Genehmigungsantrag bei der Europäischen Behörde einreichen, wenn es Gefahr laufen muss, dass es sofort veröffentlicht wird und damit gestohlen werden kann? Dann gehen doch die Unternehmen direkt ins außereuropäische Ausland und da können wir sie nicht zwingen, alles transparent zu machen. Also kann die Folge eher viel weniger transparent sein und das ist bestimmt nicht bürgerfreundlich. Ja. Vielen Dank, Renate Sommer, für diese wichtigen Informationen. Wir werden auf jeden Fall weiter an dem Dossier schaffen. Wir werden gucken, für wirklich Raison dran zu bringen, für eine gute Legislation für Europa zu machen, für aber auch als Betrieber hier in Europa zu erhalten. Wenn wir das müssen uns vorstellen, will man ein Rule-Maker sein oder ein Rule-Taker, das heißt, wir wollen selber als Regel mitgestalten. Wenn man das heute über die Knie brechen, dann machen wir den Gegenteil damit. Das werden wir verhindern, aber wir werden uns auch ersetzen für eine Politik, die nicht populistisch ist, die nicht für den Wahlkampf ist. Wir machen das am Material von den Bürgern, von den Konsumenten und auch von unseren Produzenten. Vielmals merci, dass ihr uns noch gelauscht habt. Gut und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.